Nachricht von der Zentrale. Das Motiv des nächsten Fotos soll ein Leopardendrücker sein. Ein Leopardendrücker? Ist das die, keine Ahnung, die wilde Version von einem Kuhschubser oder so? Mein gefleckter Kumpel mit dem superschönen Maul. Ne, das, was du Mensch, ist Kuhschubse. Das ist was anderes. Da liefere ich ein Meisterwerk von einem Foto ab. Kapitel 4. Die Süßwasserregion. Hier ist Kiki, die KI eures Vertrauens. Und ich freue mich, euch beide heute beim Tauchen unterstützen zu dürfen. Danke. Oh, neue Fischis. In diesem Gebiet werdet ihr auf Lebewesen treffen, die in Flüssen, Seen und Sumpfgebieten vorkommen. Im Bereich der verborgenen See kann sich der Salzgehalt des Wassers von Ort zu Ort sehr unterscheiden. Es gibt Gebiete mit Meerwasser, mit Brackwasser und mit Süßwasser. Die Lebewesen haben sich gut an die unterschiedlichen Umgebungen angepasst. Darin sind sie große Meister. Exakt. Also, seid ihr bereit, euch hier umzusehen? Ajo. Ui. Hübsch. Hallo, Süßwasserregion. Hier darf ich nicht raus. Ich habe also wieder einen Spielradius. Oh, hier darf ich raus. Hä, was hat denn das für einen Sinn? Okay, alles klar. Ich will mich natürlich gleich mal darüber. Oder auch nicht. So, guten Tag, ihr Leid. Es geht weiter mit Endless Ocean. Mittlerweile im 4. Kapitel. Das sehr beschränkt ist. Passt ja zu mir. Okay, ich habe schon verstanden. Das Spiel will halt, dass mir auch wirklich in die Höhle reingehe. Dann machen wir das, aber ich benutze das Seitengang. So. Okay. Ja, aber da waren doch eben noch Fischis. Ah, da sind Fischis. So. Gänse mal. Japanischer Riesenbarsch nehme ich mit. Ah, Kollege. Oh, da ist noch einer. Noch ein japanischer Riesenbarsch. Lauter Riesenbärsche. So, okay. Hier scheint es nämlich weiter zu gehen. Dann müssen wir halt weiter nach vorne schwimmen. Mal gucken. Hier gibt's nichts. Ah ja. Es öffnet sich eine Passage. Und ein gelber Delfin schwimmt hier rum. Komm mal mit. Du siehst so bekümmert aus. Das übernehme ich dich mit. Hallo? Das ist ein Kommerson-Delfin. Ach so. Ja, danke. Er sieht unterernährt aus. Was? Möglicherweise wurde er von seiner Herde getrennt und kommt allein nicht zurecht. Ach, das ist aber schade. Komm schon mit mir. Ich stimme zu. Wir sollten ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Motivieren wir den Delfin dazu, dich zu begleiten. Dann kannst du ihn zu seiner Herde zurückführen. Okay. Wie motiviere ich dich? Indem ich dich einfach mitnehme. Okay. Kriege ich Sehr gut. Er folgt uns. Das hätte ich sowieso gemacht. Dann lasst uns nun seine Artgenossen suchen. Und das sieht ja schon so traurig aus. Das ist der erste Delfin, den ich sehe, der traurig aussieht. Komm, wir lassen mal ein bisschen. Kommerson-Delfin. So. Dieser Delfin mit einer Länge von höchstens 1,50 Meter zählt zu den kleinsten Vertretern der Familie der Waltiere. Seine charakteristische schwarz-weiße Färbung hat ihm den Spitznamen Panda-Delfin eingebracht. Sein Geschlecht lässt sich anhand des schwarzen Flecks auf seinem Bauch bestimmen. Bei Männchen ist jener eher tropfenförmig, bei Weibchen eher länglich. Ja, aber kann doch ein länglicher Tropfen sein. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Mädchen, macht hier keinen Kummer. Ich bin hier, ich fitter dir ein Gummer. Wissen wir, was ein Gummer ist? Ein Gummer ist eine Gurk. Eigentlich Salatgurk.
Also ich kenne es zumindest nur als Salatgurke. So saure Gurke, hier ist halt saure Gurke. So ingelegte Gurke, weißt du? Hm. Wir haben japanische Meer. Da, oh, das ist was anderes. Moment. Nilbar, stellen wir mal auch noch mit. Wir haben noch ordentlich Platz. So, guckst du. Oh, da hinten scheint es weiter zu gehen. Sollen wir da hier schwimmen? Schwarzbarsch nehmen wir auch noch mit. Die Antwort lautet übrigens nein. Natürlich schwimmen wir da nicht direkt hin. Wenn wir im Story-Modus schon mal die Möglichkeit kriegen, ein bisschen rumzuschwimmen, dann werden wir das natürlich nutzen, wo es nur geht. Das ist ja wohl ganz klar. Weil meistens ist so, gerade im Story-Modus, wo es dann irgendwie, Teufelswelt, da kommst du mit. Wo es dann irgendwie, so, du kannst 2 Meter schwimmen, zack. Kapitel beendet. Aber das hier ist ja, das grenzt ja schon fast an Spiele, an richtiges Spiel. Ja, ich habe gerade Teufelsweib gelesen statt Teufelswels. Ich bin ein bisschen unter dem Wasser rumgeschwommen und habe ich im Salzwasser Teufelsweib gesehen. Ja, ich bin halt, kann man nicht anders da sagen, also vom Story-Modus sehr enttäuscht. Also das ist ja wirklich, also was ist dann das? So. Nicht immer so sehr ums Freischalten, ne? Das Freischalten ist mir jetzt erstmal egal. Sondern halt, ja, kannst 2 Meter schwimmen, wann überhaupt? Dann kommt Textinblendung. Ja, da komme ich wahrscheinlich gar nicht durch. Oder da komme ich auch durch. Dann kommt Textinblendung und das war's dann schon wieder. Und so, Kapitel beendet. Ja, super, für 3 Sätze, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber wenn es so wie jetzt ist, dass ich schwimmen kann, ich will ja gar nicht mehr. Ich will, ne, ja, es ist jetzt gerade, wenn ich zu entdecke, nicht so viel Fisch gibt's hier. Aber hey, ich schwimme ein bisschen rum, ich paddel durchs Wasser, alles super. Das gefällt mir. Ganz gechillt so. An sie mich wenigstens schwimmen lassen. Wenn es ist ein Tauchspiel und die lassen mich nicht tauchen. So, guck mal, da hinten ist ein Hai. Erkenne ich an der Schwanzflosse. Naja, vielleicht ist es auch kein Hai, aber zumindest Stör. Sorry, dass ich dich gestört habe. Hahaha. Guck mal du nochmal an. Grüner Stör. Charakteristisch für diesen grün gefärbten Grundfisch sind seine gereiht angeordneten Knochenplatten. Der grüne Stör bevorzugt Süßwassergebiete als Lebensraum und kann eine Länge von bis zu 3 Metern erreichen. Außerdem kann der grüne Stör nicht wirklich gut gucken. Aha. Er ist bei meiner Freundin angekommen. Ich habe das Auerrolle gehört. Ich kann gar keine Fische mehr nehmen, das ist aber schade. Guck mal her, Delfin will ich nicht, den habe ich ja schon. So, was haben wir dann hier? Leopoldsroche. So, Roche hätte ich aber schon gehen, ne? Guck mal her. So, wacht. Guck mal, der Kommersen-Delfin hat nur C, Dingens. Wie viel kostet der? 40. Dann lassen wir den da weg. Und, nein. Und den da. So, und mache den da dazu. Tada! Ja. Der hat's bestimmt gerochen, dass ich ihn jetzt mitnehme. Die sind ja noch schlechter wie in Animal Crossing, Wahnsinn. So, ja. Wie das halt dann so ist beim Story-Modus. Es gibt hier nicht wirklich viel zu entdecken. Da drum. Oh, schwimme ich jetzt dahin. Seht mal. Ich guck. Ui. Da ist eine Herde von Kommerson-Delfinen. Ach so, ja, genau. Deswegen freue ich mich so. Ich habe mich jetzt eher gefreut, dass da ein bisschen Abwechslung ist in dem, was zu gucken gibt, im Drumherum. So, da ist er. Hast du ihn gefunden. Jetzt muss er aber auch lachen, ne? Feine Sache, dass wir dem armen Ding helfen konnten. So weit, so gut. Ich muss jetzt auftauchen. Nächste Mission wartet. Bis später, alter Keder.
Ja, aber ich darf jetzt noch ein Bitte bisschen sei beim schwimmen, oder? Auftauchen vorsichtig, Daniel. Genau, schön langsam auftauchen. Ich kriege hier Blubber, Dann lass uns explodiert die sehen, Lungen. was es ansonsten Oh ja. noch zu entdecken gibt. Genau. Sehr schön. Ich darf weiter spielen, oder? Ja. Okay, ich darf halt einfach nur nicht da oben in das gelbe Bruddel da hin. Das wäre fatal. Okay, dann nehmen wir mit. Das sind wirklich ganz viele. Guck mal her. Bruddel, Bruddel, Bruddel. Sollen wir die alle mitnehmen? Oh, jetzt sind wir voll. Voll wie ein Bus voll Russen. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich denn sagen soll. Ja, soll ich. Vor allen Dingen lange überlegt, als ob. So, ja. Gibt's auf dem Boden auch was? Ne, ich glaube, hier gibt's dann jetzt nur die Endzwart Delfin da. Und dann ist Ende. So, gibt's so vielleicht. Also da oben darf ich nicht noch, da ist noch einer. Ja, dass das immer dasselbe ist, weiß ich. Habe ich denn eigentlich schon. Ah ja, doch, haben wir schon, gell? Kommersen-Delfin. Ja, das haben wir schon, sorry. Will ich eigentlich jetzt nicht nochmal, du. Jetzt wissen wir schon, wir sind intellektuell gebildet. Jetzt schwimm halt hoch, du Knuppelloch. Sorry, das musste ich jetzt gerade mit Gewalt reimen. So, also, ja. Mehr gibt es hier nicht. Oh nein. Jetzt verlassen mich alle Delfine. Hoch. Bekümmert. War ich doch eigentlich schon drin? Ah ja, war ich schon drin. So, ich machen wir das Kapitel hier fertig und gucke, was jetzt. Oh, da gibt's was Sieh zu gucken. mal hier. Ja, ich guck. Das auf der Wand ist eine uralte Oannes-Inschrift. Oannes. Ich versuche, sie zu analysieren. Ah, ich kann's lesen. Ich habe nämlich Oanisch gelernt. Das oben heißt, wer das liest, ist doof und das unten heißt Sau. Ja, fast. Wenn turbulente Wasser tösen, musst du die 99 Rätsel lösen. Interessant, das muss sich auf die Rätseltafel der Oannes Interessant, beziehen. dass sich das reimt auch auf Anscheinend hält Oanisch. die Prüfungen für uns bereit. Ja. Da steht noch mehr. Moment, ich gebe das in die Datenbank. Brauchst du nicht, ich weiß, was heißt. Sau. Analyse läuft. Wenn die Hymne der Harmonie erklingt, Wieso lese ich das mir das Leben jetzt nicht vor? mehr mit dem Tode ringt. Die Hymne der Harmonie. Ein Hinweis, den das uralte Oannes-Volk selbst hinterlassen hat. Somit ist er sicherlich sehr wertvoll. Also ich lese doch nur Bau. Was hat du? Ich habe die Oh, Inschrift ach so. fotografiert, damit wir bei Bedarf einen erneuten Blick darauf werfen können. Das macht Das mich war fertig. eine wichtige Entdeckung. Wann Und es AI-Kamerageräusche wäre macht. nicht dazu gekommen, wenn du nicht dem Kommerson-Delfin geholfen hättest. Ja, das stimmt. Dann wäre ich verewigt in dem Anscheinend ist mini es kleine für die Ding geblieben. Erhaltung des Ozeans von großer Bedeutung, die Rätsel zu lösen, die er aufgibt. Ja. Abgeschlossen. Yay. Argentinischer Ehrenfisch. Dieser Süßwasserfisch mit der charakteristischen silbrig-weißen Linie, die über die Körpermitte verläuft, hält sich vorzugsweise in Schwärmen nahe der Wasseroberfläche auf. Er ernährt sich nicht nur von Plankton, sondern auch von Wasserinsekten und kleinen Garnelen. Während der Laichzeit legt er seine Eier in der Regel an Pflanzen im Wasser ab. Kapitel 4.2 Fotografische Streifzüge. Hier ist Kiki, Die KI eures Vertrauens. Und ich freue mich, euch beide heute beim Tauchen unterstützen zu dürfen. Nach dem Auffinden der Rätseltafel war die Entdeckung der uralten Oannes-Inschrift eine weitere großartige Leistung. Ja. Wir sind das Gesprächsthema Nummer 1 in der Zentrale und bei den anderen Forschungstauchern. Vor allem du, Flottaku. Und das zu Recht. Flottakü. Für heute hat uns die Zentrale aufgetragen zu fotografieren. Krass. Wie geht das? Oh, guck mal, man sieht, dass ich ein Käsekopf bin. Also ich habe mal ja so Aufkleber, so ein Stückchen Käse auf den Hinterkopf gepappt. Das sieht man jetzt halt voll. Wir sollen hier in der Umgebung Lebewesen suchen und dann Bilder von ihnen an die Zentrale schicken. Wow.
Du weißt, was das heißt. Fotowettbewerb. Bei der Schatzsuche hast du mich besiegt, aber jetzt gibt's die Revanche. Wer das bessere Foto hinkriegt, gewinnt. Die erste Aufgabe ist, einen Flammenzwerg-Kaiserfisch zu fotografieren. Wie der Name schon sagt, ist er an seinem feuerroten Körper zu erkennen. Kann ja grünes Feuer sein. So. Okay, auf geht's. Zack, zack, wir müssen gewinnen. Gewinne. Scanne einen Zwerg-Kaiserfisch und fotografiere ihn. Okay. Fisch. Die sind Clay und rot. Ich sehe hier überhaupt keinen Fisch. Komm her, und packe ich dich am Schlaffischchen. Ah. Also in meinem Kopf war das viel besser. Guck mal, das sieht doch schon sehr rot aus, oder? Und Flammenzwerg-Kaiserfisch, sogar in klein und rot. So. Ich würde den doch gern fotografieren, ne? Bisschen zoomen noch. Hallo. Zack, Foto gemacht. Oh, Ein schönes Bild. danke. Ich leite dieses Foto zusammen mit den gesammelten biologischen Daten an die Zentrale weiter. Jetzt so Modemgeräusch, bitte. Okay, ich habe mein Bild im Kasten. Zeig mir mal deins, Flutterkuh. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, es war ein Unentschieden. Ja, wahrscheinlich hat er nur die Nachricht von der Schwanzfluss drauf oder Zentrale. sowas. Das Motiv des nächsten Fotos soll ein Leopardendrücker sein. Ein Leopardendrücker? Ist das die, keine Ahnung, die wilde Version von einem Kuhschubser oder so? Mein gefleckter Kumpel mit dem superschönen Maul. Ne, das, was du Mensch, ist Kuhschubse. Das ist was anderes. Da liefere ich ein Meisterwerk von einem Foto ab. Chronosaurier. Dieses Meeresreptil lebte in der frühen Kreidezeit. Es war im Durchschnitt etwa 9 Meter lang, wobei einige Exemplare eine Länge von bis zu 13 Metern erreichen konnten. Der Hals war kürzer als bei anderen langhalsigen Arten. Seine beinartigen Flossen ermöglichten es dem Saurier vermutlich mit hoher Geschwindigkeit zu schwimmen. Die kräftigen Kiefer und die scharfen Zähne waren sicherlich gut dazu geeignet, um sich von großen Fischen und Reptilien zu ernähren. Also, Kuhschubser. Okay. Ein Leopardendrücker. Mach mal diese Binde da weg. Diese Binde. So. Das sieht mir sehr leopardendrückerisch aus, oder? Guck mal hier. Oh, der ist aber hübsch. Das sieht ja voll witzig aus. Ja, guck mal hier. Sorry. Ich würde gern mit ein bisschen Hintergrund so, weißt du. Danke. So, Cookie. Zack, den speichern wir auch gleich. So. Erneut ein schönes Bild. Ich leite auch dieses Foto zusammen mit den gesammelten biologischen Daten an die Zentrale weiter. Textur der Fisch, guck, der ist so gerispelt. Geraspelt. Hübsche Textur hat er auf alle Fälle. So, geschafft. Es ist das versprochene Meisterwerk geworden. Hinter dir ist noch einer. Das ist eher als avantgardistisches Kunstobjekt als zur Dokumentation der Forschung geeignet. Man sieht ja nur den Mund und den Bauch Der hat mir des direkt Fisches. von vorne oder was fotografiert. Ja, da sind mir wohl die Seepferdchen durchgegangen, Alter. Das Maul des Leopardendrückers und die Flecken gefallen mir einfach zu sehr. Damit ist die Mission abgeschlossen. Vielen Dank euch beiden. Das war jetzt aber nicht wirklich die Mission 4-2, oder? Du machst echt super Bilder. Vielleicht hast du den Beruf verfehlt. Vielleicht bin ich Unterwasserfotograf, aber ist es nicht. Was ist denn das auf dem Bild hier? Zeig mal, was hast du denn? Zeig doch mal das Bild. Ist das diese Inschrift, die du gefunden hast, als ich nicht dabei war? Wenn die Hymne der Harmonie erklingt, das Leben nicht mehr mit dem Tode ringt. Das sind Oanes Schriftzeichen. Ja, da steht Sau. Der Schatz, nach dem ich schon so lange suche, der soll einer alten Legende zufolge einen harmonischen Klang herbeirufen. Wie ein Musikinstrument. Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt?
Wir könnten kurz davor stehen, meinen Schatz zu finden. Vergessen wir den Baum der Meere. Lass uns reich werden. Nee, nur ein Witz. Mehr nicht. Der Baum der Meere beginnt wieder zu leuchten. Jetzt müssen wir nur noch die geologischen Venen wiederherstellen, die durch die Verschiebungen des Meeresbodens beschädigt worden waren. Wenn der Planet zugrunde geht und mit ihm die ganze Menschheit, dann interessiert auch kein Schatz mehr. Und deshalb sollten wir zusehen, dass wir alle 99 Rätsel der Rätseltafel lösen. Schaffen wir doch, oder? Ja, müssen wir ja wohl, oder? Jo. Dass euch die Liebe zum Ozean zusammengebracht hat, ist definitiv ein positiver Aspekt. Gell? Viel Glück und gutes Gelingen bei euren weiteren Tauchgängen. Dankeschön. Abgeschlossen. Kapitel 4.2. Fotografische Streifzüge. Erfolg freigeschaltet. Lied des Gebets. Roter Piranha. Dieser kleine gefährliche Fisch frisst nicht nur Fische, Insekten, Krustentiere und Vögel, sondern auch Algen und sogar Früchte. Er ist von Natur aus scheu, doch wenn er Blut riecht, greift er mit Artgenossen zusammen Beutetiere an. Trotz seiner geringen Größe kann er selbst ganz hartes Fleisch fressen. So, dann gucken wir mal, wie viel Fischis das man braucht, fast Kapitel 5. Mehr als ich habe. Bedingungen für das Freischalten. Öffne alle Felder auf der Rätseltafel und schließe Kapitel 4.2 ab. Cheat. Okay. Also, wir hatten schon ein paar, können wir ja gleich gucken. Aber alle Felder, alle 99, das wird... Joa, das dauert noch ein bisschen. Also ich prognostiziere, das wird nix mit Ada Story und am nächsten Tag Multiplayer mit die Freundin. Das wird wohl in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Multiplayer geben, bis ich soweit bin, dass ich das 5. Kapitel freigespielt habe, weil uiuiui, das ist aber schon was, ne? Die verlange quasi von dir, dass du alle... Boah, alter Schwede. Komm, wir gucken mal. Riesennasendoktor. Das charakteristischste Merkmal ist der hornartige Auswuchs auf dem Kopf, der sich erst nach und nach entwickelt, wenn die Jungtiere erwachsen werden. Der Riesennasendoktor bewohnt Korallen und Felsriffe und ernährt sich von Algen und Plankton. Rätseltafel. Ein bisschen was haben wir ja. Ich habe natürlich schon geguckt, oh, ja, was heißt hier? Ja, okay, Fälle irgendwie immer noch. Ich habe 52 von 99. Verdammte Kackwurst. Schlag safe von der Ei. Ihr Leid. In einem halben Jahr kriegt er dann das fünfte Kapitel oder so. Yes, ne. Guck, wir gucken mal, was so steht. Adaba und die Gefolgsleute kamen herab. 7 Weise, zu denen auch Adaba gehört, kamen Adaba auf das Land herab, um Eas Plan auszuführen. Jojo, was du jetzt sagst. Große Vorfahren gescannt, Lancia Presto gescannt, diese Fusch. Du bist in einem Raum, in einen Turm gelangt, Wahnsinn. Du bist in einen von Eis umgebenen Raum gelangt, okay. Lamba Apsara, weiß ich gar nicht, was das war. Rosia Ros, das weiß ich, das war Schildkret. Von der großen Welle getroffen. Am Ende fand Adaba das Wasser, komm, das Adaba-Papa ist mir gerade egal. Du hast den in der Legende des Meeresgottes beschriebenen Schatz entdeckt. Cool, oder? Du hast eine große Ansammlung von Seetang auf ganz engem Raum entdeckt. Wow, unter bestimmten Bedingungen kann Seetang eine beträchtliche Größe erreichen. Ja. Du hast eine Schatztruhe mit einem 7-armigen Schwert entdeckt. Hab ich. Vogelmünze. Schatztruhe mit Steinstatue. Ankermünze. Schatztruhe mit Motorjacht. Schatztruhe mit einem 18 Karat Goldkette. Schatztruhe mit Handcreme. Ja, geil. Schatztruhe mit einem Bernstein. Bla bla. Piratencode beschriebenen Schatz entdeckt. Cool. Hab ich auch nicht gewusst. Du hast die Mondsichelmünze eingesammelt. Das
in der Einleitung der anonymen Biografie beschriebene Schatz entdeckt. Jawohl, beste Münze eingesammelt. Pfeilmünze. Und am Schluss haben wir noch an Enlildas Terminal aufgezeichnet. Du hast eine Schatztruhe mit einer Lapislazuli-Tafel entdeckt. So. Also, wie gesagt, Stand heute sind wir jetzt fast mal Level. 52 von 99 haben wir. Koboldhai. Der lange Fortsatz vorn am Kopf trägt zum respekteinflößenden Aussehen dieses Hais bei. Wenn er stirbt, ändert sich seine Farbgebung aufgrund von Blutstauungen zunächst von blassrosa in rot, bevor dieses dann zu einem kastanienbraunen Farbton verblasst. Wie er am Meeresboden schwimmt und seine Kiefer nach vorn streckt, um Beute als Ganzes zu verschlingen, ist kein Anblick für Zartbeseitete. Es ist voll zu wenig, ihr Leid. Und ich bin Rang 51 schon, ne? 100 gibt's, ja, also. Da haben wir noch ein paar Coop-Tauchgänge vor uns. Dann würde ich mal sagen, ja, ich spiele jetzt noch ordentlich weiter und zeichne fleißig auf und tralala und hin und her. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass übermorgen die nächste und wahrscheinlich auch die letzte Story falsch kommt. Aber irgendwann kommt sie. Irgendwann finde ich den ihr Dorf und dann können sie was erleben. Bis dahin, gehabt euch wohl. Trinkt nur Traube, Sekko und kein richtiger Alkohol. Tschüss. Singender Drache. Dieser weiße Wal hat tief in den Ruinen sein Zuhause gefunden. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein kleiner Buckelwal, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine noch nicht benannte Art. Es heißt, dass im Altertum Menschen und Wale im Heimatgebiet des singenden Drachen in Harmonie zusammenlebten. Diese Kreatur könnte von Walen abstammen, die vor langer, langer Zeit von Menschen gezähmt wurden.